Das geschah das letzte Mal. Der Geistmaler hat sich uns offenbart und mit ihm auch seine ganze Armee. Doch auch er war keine wirkliche Herausforderung für uns. Aber was hat nur Bowser mit uns vor? Seht ihr selbst hier beim Finale von Luigi's Mansion. Oh, oh. Sind wir hier ziemlich auf dem Dach oder ist das eine andere Dimension? Das ist ein Schatten. Luigi, Es ist Bowser! Nein, nein! Hörnummer hat irgendwie Nackenprobleme, keine Ahnung. Aber das ist doch Marios Gegner! Scheiße! Ich brauche den Wassergeist, ganz dringend! Hilfe! Oh, hier kommst du nicht, du kriegst mich nicht, lalala. Jetzt los. Okay, die Dinge eingesaugt, glaube ich. So ging das. Okay, so ging es offenbar doch nicht mehr. Scheiße. Okay, warte, ich geh schon wieder und das kann an den Kopf schießen. Das ist die andere Variante. Nee, offenbar doch nicht. Sag mal, aber der Staubsauger funktioniert noch, oder? Der müsste eigentlich noch funktionieren. Das eigentliche Trick wäre eigentlich diese Stacheldinger, die er uns nach dem schießt. Auf seinen Kopf. Jetzt. Na? König Wu, da ist er. Denn Bowser ist eigentlich nichts weiter als ein Roboter, der uns jetzt mit Eis bewirft. Wieso auch immer plötzlich mit Eis? Nabu, und er flüchtet wieder. Verdammt. Echt viel Energy. So Junge, was machst du jetzt? Was machst du? Bäm! Das war Glück. Aber was verdammt knapp, hey. Jetzt du eingesackt, hey. Du kriegst mich nicht los. Du kriegst mich nicht. Vergiss es. Lalalala. Siehst du kriegst mich nicht. Hau ab, Mensch. Und ich saug dich auch noch ein. Verpiss dich, Mensch! Okay, das fehlt. Ich hau ab. Tschüss! Wow! Flamethrower! Er macht einen auf Glurak. Du bist ja viel größer als ein Glurak. Ja. Könnt ihr mich überhaupt hängen? Scheiße! Weg hier! Ich bin Bowser! Ja, ist schon gut. Und ich kann Feuer speien. Ja, ist ja schön für dich. Und ich kann Luft einsaugen. Was sagst du dazu, wa? Hallo? Nein! Oh! Ich hab den Hintern berührt. Scheiße! Weg hier! Und er will mich um jeden Preis vernichten. Er kennt kein Erbarmen, denn er ist super, mega, böse. Bäm! Jetzt bist du am Arsch, ey. Oh, hoffe zumindest, weil ich ihn mal einlauen kann. Okay, nicht mehr viel Energie, bleibt auch nicht mehr. Hat auch einen Großteil verbraucht. Ja! Man kann 108. Bin ich gut, ist ein bisschen falsch. Wellpage. Du kannst mich mal. Boah, das muss doch wehtun. Das tut mir schon mal beim Zusehen von weh. Und Rückstoßeffekt, der war mies. Ist das fies. Wie fühlt sich der ab? Zieht der alles ab? Ja, ich zieh alles ab. Es ist vorbei. Wir haben König Wu gefangen und seine Krone behalten wir natürlich. Die ist sich noch viel wert. Und Robo Bowser ist am Arsch. Leute, wir haben es geschafft. Was ist jetzt los? Luigi! Luigi, du hast es geschafft. Das ist wirklich außergewöhnlich, mein Junge. Auf jeden. Zwar stammt der Schreckreich 0816 aus meiner Entwicklung, aber du hast dich bis ganz nach oben durchgekämpft, mein Kleiner. Du hast mich so stolz gemacht.
es wird mal zusammengeht. Ja, ja. Wie bitte? Erst hast du König Buhu gefunden und dann ist in ein Porträt von Bowser hineingesprungen. Sagst du? Sogar mit Feuer hat er nach dir gespuckt? Heiliger Bimbam, in all den Jahren meiner Geisterforschung ist noch nie eine so fabulöse Geschichte an meine Ohren gedungen. Ja, hast du überhaupt Ohren? Ach ja, stimmt, die kleinen Stummel da. Und du musst bedenken, dass sich diese Karriere über 60 Jahre streckt. Nun, ich erinnere mich noch gut an meine Anfänger. Also, ach Gottes Willen, erzählt uns eine Geschichte hin. Meine Fresse, kannst du mal aufhören? Dankeschön. Ja, schon klar. Und ja, schnapp das Porträt von Mario und bring es in mein Labor. Ja, seine Ursprünge hervorbringen kann. Einverstanden? Auf jeden. Also komm Luigi, schnapp dir das Bild. Und mit Mario unterm Arm gehen wir zurück ins Labor. Yeah, ich hab Mario gefunden. Sieht schon ein bisschen seltsam aus, wa? Das ist ja der Hammer. Du hast in nur an einziger Nacht alles erledigt. Nee, ich habe ja eigentlich 3 Nächte gebraucht. Ist egal. Ja, schon gut. Okay, ich kann alles behalten. Sehr schön, was ich eingesammelt habe. Um ehrlich zu sein, hatte ich auch gar nicht vor, das alles wieder rauszurücken. Sonst hätte ich den nämlich auch noch eingesaugt. Der passt da doch wunderbar rein. Der Kopf von Bowser. Ja, meine Nase wackelt, siehst du das auch? Ich kann auch springen, mein hohen Alter. Yeah, yeah. Ja, sie sind unsichtbar und deshalb müssen wir es in eine sichtbare Form bringen. Oh ja. Was brauchst du nur? Scheiße. Okay. Schön. Oh mein Silbergemälde, Silberrand. Der ist mir das Gold, ist auch kein Wunder, da hat ziemlich einfach zu fangen. Der ebenso. Was, die sind Gold? Da habe ich ja mit Bronze getippt. Okay, also da mit Bronze zu kommen. Das hat aus mir als auch gespenstisch schön Bilder behitzt. Ja, darauf kannst du einen Last nehmen. Und was wir bisher gefangen haben im Bereich 4 sind Onkel Bitterlich, Vasili, Vincent van Geigt, der doofe Franzose, Sinati, Aufziehsoldaten, Herr Alpenträumer, was sind das für Namen? König Buhu mit Bowser. Wieso habe ich da noch einen Moment mal, das ist doch Bronzerahmen, oder? Bei König Buhu. Aber wieso nur? Ich meine, gut, ich wurde vielleicht 1 oder 2 Mal getroffen, hey, aber trotzdem, es ist... Mann, insgesamt 23 Geister, schön, damit haben wir alle. Jetzt noch unsere Kohle, ich hoffe, da kommen wir über 100.000, dann hätten wir zumindest noch einen Hausrang B. Weil wie gesagt, besonders angestrengt habe ich mich jetzt hier nicht. Das müsste trotzdem reichen. Ich hoffe, es sind einiges wert. Das wird knapp. Jep, es hat gereicht. Ja, jetzt seht ihr, wir haben über 100 Millionen, das genau zu sein, 103.067.000 G. Gelder, Groschen, wie auch immer. Und für den Hausrang A brauchen wir 150 im Minimum. Das ist nur in unserer Version, das ist in der von Europa so. In der Version, die die Amerikaner haben, müsste es glaube ich noch bei 100 oder 120.000 sein. Auf jeden Fall viel niedriger. Schon übel, wa? So, bitte weiter, speichern. Nicht die Memory-Karte, das Spiel wurde gespeichert. Und jetzt gelangen wir Mario zurück, und zwar der umgekehrte Vorgang. Oh, das muss wehtun. Oh, Mario kann ja leid tun. Er ist immer noch flach wie ein Brett. Was überhaupt nicht zu unserem eigentlich doch gut gebauten kleinen Bruder. Ein Bruder sage ich schon. Der gute, er ist klein, aber älterer Bruder. Bisschen Retro-Musik. Yeah! Okay. Ist jetzt fertig gebacken oder was? Ich will meinen Mario-Kuchen haben. Oh! Voll ins Face. Oh, meine arme Nase, dass sie noch nicht blutet, ey. Mario! Es geht ihm gut. Ja, er freut sich, Luigi weint vor lauter Freude.
Er lacht ihn aus, ey. Ah, Luigi, du bist schön weise. Aber okay, sieht wirklich witzig aus, wa? Ja, Freunde, und damit ist auch schon dieses Let's Play zu Ende. Und hier kommen die Credits nach meinem Fazit. Tja, was soll ich eigentlich zu diesem Let's Play noch groß sagen? Beziehungsweise zu diesem Spiel. Es ist ein Spiel, das ja damals als Launch-Titel erschienen ist. Es war etwas völlig Neues, so gesehen, auch mit Luigi statt Mario. Und daher hat es vielleicht nicht unbedingt jeden Geschmack getroffen. Bei mir war das allerdings anders. Ich mochte das Spiel auf Anhieb. Obwohl ich zugeben muss, dass ich beim ersten Endboss ziemlich versagt habe, damals beim ersten Mal durchspielen, aber trotzdem, das Spiel hat mir sehr großen Spaß gemacht, auch bei diesem Mal durchspielen, und ja, es ist ein relativ kurzes Spiel, das schon, aber es macht trotzdem Fun, und ja, das alle Jahre mal durchzuspielen, why not? Also, ich mache das, mir gefällt es deshalb, es ist ein gutes Halloween-Spiel, es macht Fun, es ist auch ein bisschen nervig, aber ich finde, gute Spiele müssen zwischendurch auch ein paar nervige Stellen haben, weil sonst ja, das Ganze recht langweilig war. Trotzdem, das Spiel an sich ist auch recht einfach. Ja gut, zumindest gewisse Endbosse, bis man mal auf die Idee kommt, wie man die zum Erscheinen bringt. Das ist manchmal auch nicht so einfach gleich durchzusehen. Aber naja. Ich hoffe auch, es hat euch sehr viel Spaß gemacht. Und ja, dann würde ich mal sagen, wir sehen uns dann im nächsten Let's Play wieder. Also dann, Freunde, bis zum nächsten Mal. Ciao zusammen. Und übrigens, vielen Dank fürs Zuschauen. PS, so sieht nun unser neues Haus aus, beziehungsweise unsere neue Villa. Beurteilung B statt A. Naja, ist doch auch ganz schick. Oder, Freunde? Ja, das kann sich sehen lassen, so eine Villa. Vielleicht findet Daisy diese Villa ja auch so schick wie wir. Also dann, ciao zusammen.